Guten Morgen. Heute steht den Telmo im Programm. Falls ihr den Telmo noch nicht so kennen, den Telmo, also ein portugiesischer Jung, den halt zu Lützeburg wohnt. Den Telmo hat hier am Buch ungefähr 12 Jahre. Hier wohnt bei seiner Mom. Sie ist auch Portugiesin. Und sein Pap, den aus Remzriger Portugal gegangen, also selbstverständlich verlängert Telmo ganz viel, nur seinen Pap auch nicht darüber den Zoo zu gehen. Wir lernen hier einen ganz zerrassenen Jungen kennen, den es mit sich selber und mit allem, was rundherum ist, nicht so einfach wird. Wir fangen ganz viel an. Kann das alles nach gut ausgehen? Es gibt Situationen, da spielt ihn, dass ihr nicht mehr ewig draus rauskommt. Da den sich, was mir nach helfen könnt, wir in Außerirdischen, den aus dem Nichts abtauchen geben, an entweder all meine Feinde mit seinem Laserschwert ausschalten ging oder mich aus einem Raumschiff an den unendlichen Weiten vom Universum an Sicherheit bringen gave. Oder der schwarze Ritter, der Batman. Nee, zante euch so alt sind, wie ich lo sind, geleben ich nicht mehr jo geringmännerscher Prinzen oder Gläserscher. Et war noch nie verlos ob sie. Immer, wann ihn sie gebraucht hat, wann ihn sie wirklich nötig hat, da waren sie nicht da. Da waren sie verhindert, hatten einer besser, aber mehr wichtig Sachen zu dienen. Ich weiß nicht, ob das bei ihr auch so ist, aber bei mir ist bis heute noch nie ein guter Geist aus der Flasche abgetaucht, wenn ich schlecht drauf war. Nicht, wie mein Pap zurück nach Portugal gegangen ist, nicht, wie meine Mom hier in Neuen gestört hat, und auch nicht, wie ich sitzen geblieben bin. Und hallo, Datei. So fängt es an. Und wir blättern direkt hier bei der ersten Geschichte. Und die geht so. Es ist aber nicht die erste Kehr, dass ich nicht daheim wohne. Ich hatte schon ein Kehr, dafür ist es nicht so schlimm. Ich weiß schon, wie das geht. Das war damals, wenn mein Pap fortgegangen ist, wenn meine Mom den Neue gekriegt hat, du wärst geschickt. Meine Mom hat alle Fotos von meinem Pap verbrannt und den Neuen ist bei uns gekommen. Es muss ich ganz neu aufhängen, hat meine Mom gesagt, am Wasser stehen, hat sie alle Fotos von meinem Pap und ein paar E-Mailen, die sie rausgeprintet hat, weil sie hier so gut gefallen hatten, verbrannt. Sie hat ein Foto nur der anderen, E-Mail nur dem anderen am Wasser stehen, aufgefackelt und zum Schluss hat sie die verbrannte Schwarz vorbei aus Fotze mit kaltem Wasser durch den Auffluss fortgespult. Telmo, ich will nicht, dass es nach ein Keier so geht. Ich will nicht, dass den Neuen auch ein Keier fortgeht, hat sie dabei zu mir gesagt. Geht den Neuen nicht fort, wenn du die Bilder und Briefe vom Pap verbrennt? Hat ich gefragt, das hat nicht noch meinem neuen Leben zu dienen. Und ich will auch nicht, dass die Neuen, das alles ein Keier findet. Aber bist du da ganz sicher, dass hier da bleibt? Hat ich gefragt. Ganz sicher. Hat sie gesagt, und die Foto, ob der Pap den Trikot von Benfica und hat verbrannt. Verneigt mich von dem Allen, da bleibt der Neue. Dabei hat sie mich ganz fest angeguckt. Sie hat keine Tränen an den Augen. Hallo, und ich hier geglebt, weil sie so sicher war, dann hört es misse Stimmen. Die Neue ging so wie immer bei uns bleiben. Und das Keier wollte ich auch keinen Fehler mehr machen. Ich wollte nicht, dass die Neue wenigstens Menge sollt gehen. Ich wollte, dass meine Mom für immer froh sollt sein. Und ich wollte nicht, dass sie nach ein Keier Rosen über mich will.
An der Christvakanz, zwischen Christtag und der Johestag, war mein Mann bis oben spät heute müssen an der Käse am Supermarché schaffen, an den ich noch nicht daheim war, und ich mein Schatzküst in ihrem Bett rausgeholt. An meiner Schatzküst hatte ich mein Plastik-Spritzrevolver, den mein Papa mir zu Wols gekauft hat, wenn wir zusammen auf Fatima gefahren waren, ein Porteklem am Wope von Benfica drauf, Foto vom Pap, den mein Mama ein Jahr rausgeprintet hat, an ein Schwamm West, den mein Pap mir auf Portugal gekauft hat, wenn wir da auf der Plage waren. Ich habe gerade so wie mein Mann gemacht, ich wollte die gute Junge sehen. Ich habe ein Foto von meinem Pap für dich zusammen gedrudelt, Donno habe ich die echt an der Wasser stehen gelöscht, also man Bricke von dem Neuen angefangen. Dem Pap sind zusammen geputzte Nahen, und ein Kehr gelicht, ihr de Papaya verbrannt, a ganz schwarz genoss an ihr Flamm ausgung, und ich sehe ein Neiknüschel dran gelöscht, und das Flamm nächst mir groß gehen, an ihr sie ganz verschwunden hast, und ich sie nächst gefiedert. Wie de Papaya verbrannt war, und ich de Porte Klee an de Wasser stehen gelöscht, mit den huet nicht gebrannt. Flamm war bald verschwunden, sehr, und ich nach einem Reklam von dem Supermarché drüber gehalten. Flamm hat sich nicht sakrit, schon lot Schwammwest, an de Wasser stehen gelöscht, von dem bis brennt durch dich, und da geht Flamm nicht mehr so sehr aus. Dono, und ich de Plastik-Spritzrevolver auch dabei gelöscht, und nur hast Flamme mal mit rausgehen, und ich schuf hier dicht, die giftigen Dampfer meiner Nussgeruch. Flamme hat's mir heiß geklotert, und es hat über sich der Kische Schaf erreicht. Ich habe nur für die erste Kehr gedurcht, dass etwas kein schief gehen, den Dampf ist immer mehr schwarz, mehr stinkig gehen. Ich habe Kischen dir abgemerkt, für Luft zu kriegen, mehr durch den Sauerstoff. Hat Flamme hier einen zweiten Atem gekriegt, Plaffern als schwarz gehen, der Schaf über dem Wasser stehen, hat lo gebrannt. Und auf einmal hörte die Menschheit gekrachte Schaf mit allen Telleren und mit allen Schüsseln, die über dem Wasser stehen, Hunger so aufgefallen kommt. Telleren und Schüsseln sie gebracht, sehr, und ich Fenster abgemerkt, weil den schwarzen Plastikdampf mir am Hals und an der Nuss gekratzt wird, die meist schier von lo gebrannt, ich stung Matzen an der Küche, aber wusste nicht, was ich machen sollte. Hat er mir Tridoen an der Fenster, die ich lo just abgemerkt habe, Feier gefangen, ich wollte an den Gang raus, aber ich sehe nicht, wenn du hinkommst, weil dir auch gefangen wird zu brennen. Ich habe mich auf den Boden gesagt, an die Flammen angeguckt, weil sie die farbigen, hölzernen Hund um Küchen durchgefriert sind. Und du weiß ich nicht mehr. Ich 16 war ich zu Liège an der Klinik. Ich hatte Rätselnamen ganz verbrannt, und meine Lunge waren vergiftet. Dazu ein Doktor. Ich will lange bis zu Liège an der Klinik bleiben, aber wie ich nicht gesund war, sind ich an ein Foyer gekommen, weil meine Mama mich noch nicht direkt daheim wollte. Sie hat müssen ein Nei von den Gesichtern als ja, sie war ganz verbrannt. Dann hat sie keine Zeit, für nur mir zu gucken, so sie. Und meine Mama gesehen ich nach Haut ganz gut, dass ich mich voll krass verbrannt hat. Die Narben da, die gehen nicht mehr weg, so ein Doktor. Es sind den Tattoos. So Diana. Voilà, wir machen einen kleinen Sprung bis bei Kapitel 7. Und da kommt die nächste Geschichte. Hochzeit. Sie gingen lo, mit dem neue bestört gehen. Da krieg ich eine neue Papp, sagt meine Mom. Mom, ich brauch kein neue Papp. Ich hätt gern meinen allen Römm, so dich. Und die will das nicht mehr. Die wohnt lo in Portugal. Und den Hugo ist doch ganz live, so sie. Den Hugo war nicht live. Und ich hab nicht verstanden, was sie und dem Fond tut. Ihr hat hier Kado gemacht, ja. Ihr war auch immer gut ugedor, ja. Hier hast du an Vakanz gefahren, ja. Nee, ihr war nicht live. Und trotzdem wollte sie, dass ich hier sollt live fahren. Sie wollte, dass ich sollt gut mit ihm sein, aber ich wollte das nicht. Und so, wo sie sich bestört.
wie wann dat etwas andere gäbe. Mein Mann hat die weiße Rockhuhn, wie Schneewittchen bei den 7 Zwergen. Ich war damals noch nicht so alt, und ich schon das nach schön fand. Und fand ich das kitschig, lächerlich und blöd. All waren sie am Restaurant, all waren sie ugedoft, wie sie sich sonst nie undoen. Meine Mama und die Neuen sind an einen teuren Ferrari gefahren, den sie sich nie am Leben hätte könnte leisten. Am Restaurant wussten die Leute nicht, was sie machen sollten, oder was sie mit nicht schwätzen sollten. Und uns als Spieler gemacht. Weil es ihnen so langweilig gewesen. Wir haben auch einst diese Spieler an der Schule gemacht oder an der Maison Relais. Da habe ich nie mitgespielt. Die fand ich nicht cool. Aber wie es schon spät war, haben sie Lieder gesungen, Karaoke. Und sie wollten so singen und so tanzen, wie es wären auf YouTube. Krass. Ich habe mich geschummt, wie mein Mann gesungen hat. Ich soll ruhig auf meiner Platz an Heiern stehen und ich habe gefragt, wenn die mir gingen heimgehen. Da soll sie just warten nach ein bisschen. Dein Spiel könnte ich, du musst noch warten. Und nun, als mein Spiel kommt, sie haben ihren Hut auf den Kopf gesagt, die rot durch an den Grab gedrückt, an die goldene Palton gedoen. Du bist nur ein Torero. Sagt meine Mom, ich will kein Torero sein, so dich, das so sie, wenn's Menge, das da so ein schön fest. Und sie hat hier wunderschön Marmelade gelacht. Meine Mom, ihre Bruder, hat sich lo Plastiksaare wieder Stier gehalten. Und hier hat ein Toro gespielt. Hier hat gebrüllt. Hier hat mit dem Face geschert. Und du hast noch mit durchgelaufen kommen. Ich schon das blöd fand. Ich schon nichts gemacht. Aber hier bei mir war, hat hier mich mit den Händen und Luft gesungen. Dann ist abgefangen, der ganze Saal hat gelacht und hat Olé gerufen. Weil sie nicht ein Toro, sagt meine Mom ihre Pap. Der DJ hat Musik mir hart gemacht, der Bobby hat sich Tage für uns Stier gehalten und dann hat du gefangen zu tanzen. Ihr wollt ein Toro den Tanz spielen. Ich bin am liebsten fortgelaufen. Mir stimmt doch wie ungewurzelt am Kreis von lauter komisch ungedoof Frauen und Männer, die gejaut haben wie klein Kanner und die Toro geblärt haben an Ole, Ole. Und als der Bobby auf mich durchgelaufen kommt, ihr wollt mich auch so wie meine Mama ihre Bruder an die Luft geheien. Ich schon einfach einen Schrott auf Zeit gemacht und der Bobby, als man sich im ganzen Gewicht wieder den Tisch gelaufen, auf dem den Hochzeitskoch stung, den Tisch ist umgekippt, der Koch ist auf den Boden gerutscht, und der Bobby so mit seinem schwarzen Kostüm und der Buttercreme, da muss auch Schokolade an der Schlag sein. All unser Ole gerufen, war gelacht, außer dem Bobby und außer meiner Mama. Und die neuen Tage geholt, und haben mich so gelacht. Ich schon ihm nicht getraut. Den DJ hat Musik mir hart gemacht. Den Neuen hat mit der Face geschert und mich streng angeguckt. Aus seiner Nuss. Also lo Dampf rauskommen. Seine Haare waren ganz schwarz. Musik also immer mir Haar gehen die Leute schon immer mehr geblärt und mehr gejaut. Ich schon angefangen zu fährten. Für mir hat die Neue sich an eine richtige Steier verwandelt. Seine Haare waren nicht mehr aus Plastik, es waren richtiger. Hier stumm auf seinen Ärmelbein und dann hat mich fixiert, für den richtigen Moment, für seinen Angriff zu fallen. Ich bin ein paar Schritte noch angegangen. Wie mehr weit komisch, nicht wie der Bobby doch noch immer am Hochzeitskoch so zu mir den Weh verspart hat. Der Steher für mir heute Kabelo aufgestreckt aus seinen Spatzhaaren auf mich geriecht. War riesig groß ging, ob man's zehnmal so groß wie ich, an war ganz schwarz. Ich hatte just das Rottuch an der Hand, so hatte ich nicht für mich zu wehren. Wie soll ein kleiner Junge sich dagegen die mächtige Wölle Steher wehren, den hier will auf die Haare holen und mal abspießen. Der Steher hat in Null aufgeholt und dann ist man zu einem ganz schrecklichen Gewicht, ob mich lass gestürmt kommen. Der Comedy von seinen Hufen, mehr hart für die Musik,
Wir waren auch schüste pur Zentimeter für mir, wie ich schnief dem Bobi, dat langt Messer gesehen hun, mit dem de Kuchsort geschnitten gehen. Ich weiß nicht, ob mir nach genug Zeit gäf bleiben. Mich so sehr wie de Blitz, und ich mich auf de Boden falle gelos, nief de Bobi an de Kuchsschmorri und Messer für mich gehalten. Und nun hab ich gespürt, wie den Toro über mich hier gefallen ist. Und ich bin hören, wie Gleitnis, ole, gejaut. Und ich für einen Moment gut nicht mehr gesehen, das ganz schwarz hier um meine nahe ging, aber ich nicht zu mir kam, lochen de Bobi den Haien Anisch am Gang an einer langer Schmierbuttercreme. Auf dem glitschischen Boden waren mir bis dahin gerutscht und hatten ein erwählte Wähnchen mit den Drippen an ein Servus umgerappt. Die Schlafsahn war auch nicht mehr ganz weiß, wie sie hat rot Flecke gekriegt. Ich sie sehr aufgestanden und haben die Neue gesehen, aus dem singen Bein ein Lantachtemesser rausgeguckt hat. Telmo, war das Einsicht, was mir Mann noch so gekommen. So, da gehen wir weiter bis bei Kapitel 10. Da fahren wir den Telmo rum, zusammen mit seinen zwei Kollegen, dem Raphael und dem Diogo. Sie schwätzen über Zukunft. Der Raphael, den Diogo und ich, wir sitzen an der super bequeme Lounge-Hotellen am Diogo seinem Bruder seinem Bistro. Am Tag war den Zoo an reicht Oves aus den Abgangen so gegen 8 Uhr. Am Tag waren wir dags da haben wir über Zukunft geschwadern über so Sachen. Wir waren eins, dass wir alle drei total sicher gingen, Footballprofi gehen. Ich wollte bei Benfica spielen, den Diogo und der Raphael bei Porto, und zusammen gingen wir an der portugiesischen Nationalequipe spielen. Cola hat den Diogo gefroht, er fort waren, ohne auf eine Antwort zu werden. Ich am Sturm und du am Mittelfeld, so der Raphael, und hat mich lang angeguckt. Ich schon nicht gern, wenn der Raphael mich so beguckt. Ich weiß da nicht, was ich machen oder so, und wohin ich gucken soll. Wenn ihr mich so angeglotzt hat, und ich mich ein bisschen so wie ein Opfer gefühlt. Dafür war ich froh, wie den Diogo mit der Cola kam. Ihn hat dann all Glas Stück Zitronen geschnitten und 2 Würfeln Eis drauf schwammen gelassen. Ihn hat voll krass viel Talent, wie mit seinem Bruder zusammen den Bistro zu machen. Aber wenn ich ihn so beguckt habe, konnte ich mir nicht vorstellen, dass hier sollt ein Spieler bei einem großen Footballclub gehen. Diogo, so dich, du trinkst zu viel Cola für Profifootballer zu gehen. Er hat mich angeguckt, wie wenn ich von einer gemeineren Stärke käme. Dach Mann, du bist zu fett. Wenn du ein Keier am Terrain lebst, dann warst du platt. Hey, willst du mich provozieren? Ey Mann, du willst mich provozieren. Den Diogo ist auf mich durchgehangen, für mich umzustoßen. Ich sitze schon ziemlich bequem an der Hotel. Dafür stumm jenlo, für mir, aber ist nicht richtig, was du sollst machen. Der Telmo hat recht, so der Raphael. Du bist zu fett. Du warst auch noch nie im Training. Der Raphael hat sich dort gelernt und den Diogo wusste nicht, was er mit seiner Roserei machen. Den Diogo hat vom Raphael auf mich und von mir auf den Raphael geguckt. Für die letzten Matcher hat der Trainer dich auch nicht abgesagt, so der Raphael. Dafür haben wir die gewonnen, so dich. Der Raphael und ich haben uns krumm gelacht. Den Diogo hat sich ein bisschen gekriegt. Und du, der Raphael, du passt dünn wie ein Mädchen. Wenn ich dich mit einem kleinen Fanger stoßen, da fällst du so. Den Diogo hat dem Raphael ein solid mit der Faust auf den Mogi. Der Raphael hat im Moment keine Luft mehr gekriegt. Er konnte nicht antworten. Geseiste, hat den Diogo gerufen. Du hast keine Muskeln. Du bist ein Läppchen.
Den Diogo hat recht, Raphael war ganz gehörig. Sein Gesicht hat ein bisschen ausgesehen wie das Gesicht von einem Mädchen. Ich hätte mir hier ganz gut als Mädchen können vorstellen als Tussi mit vielen Suen. Sein Pap hat Häuser gebaut, sie waren immens reich, sagt meine Mama mal. Der Raphael geht Spieler an der portugiesischen Frau-Fußballs-Nationalequipe. Und ich gelernt, der Raphael hat Lonis Luft gekriegt, aber er hat sich nicht gewehrt. Zu Lützeburg gibt es ganz viele portugiesische Jungen, die ungefähr 12 Jahre alt sind. Und die wollen alle ohne Ausnahme Profi gehen. Ein Mann, der das zwar, all wollen sie, ob man so berühmt wie die Cristiano Ronaldo gehen. All wollen sie Champions League spielen, an den portugiesischen Nationalkader nominiert gehen. Wirklich viel Fantasie und sie zwar nicht. Eine Equipe besteht aus 11 Spieler an einer halber Dosen auf der Bank. Wie sollen all die portugiesischen Jungen später an einer Equipe spielen? Das wäre ja dann eine Equipe von 100.000 Spielern oder was? Das ist nicht möglich. Also, wenn ihr mal so richtig drüber nachdenkt. Da, wo die besser, sie sind sich ja besahnischt. Ey, wir müssen uns ja besahnischt sich so durch. Den Diogo und der Raphael haben mich geguckt, sie haben nicht verstanden. Ich habe erklärt. All portugiesische Jungen von 12 Jahren will Champions League spielen. Vor das, jeder reden. Das sind das zu viel. Da sind da viel zu viel dabei, die viel besser Fußball spielen, wenn wir drei zusammen, versteht ihr? Wir haben da keine Chance, wir kommen da nicht bei. Wir sitzen hier beim Simao, singen Bistro, trinken Cola, schwätzen. Da geht es da, die sind nur am Gange zu trainieren. Jo, Mann, und jetzt sind die hier nur an der Champions League spielen. Wir sitzen hier, schwätzen und trinken Cola. Sie trainieren und spielen Fußball. Das ist ein Unterschied, Mann. Nur so kein etwas. Wir haben für Hundereis geguckt. Ungefähr ja so. Vor das du nicht gedurcht. Ich schon so etwas vor Recht, dass ich noch nicht echt da drauf kommen sehen. Und auf ein Keier, in einer ganz langen Pause, sieht ein Diogo. Jo, Mann. Du noch nicht Raum. Dann der Raphael. Jo, Mann. Wir machen da besonders. So sehr eine Junge von 12 Jahren ihre Meinung durch dich. Nee. Was sollen wir machen am Platz Football? Dem Diogo sein muckelig Gesicht und Lob Form von einem Fragezeichen kriegt. Ja, Mann. Und danach die letzte Geschichte, Kapitel 13. Meine Lieblingsgeschichte. Und die geht so. Meine Mom war mich damals an der Foyer sicher gekommen und sie hat gesagt, sie hat eine neue Wohnung und sie ging mich lohnes mitholen. Ich müsste mich eben gut, ganz gut checken und nie mehr mit dem Feier spielen. Ob den Neuen auch ging da wohnen, wollte ich wissen. Sie sollten Hugo, wir ihre Mann, und natürlich gingen wir lo zu 3 zusammen am neuen Appartement wohnen. Ich war enttäuscht, und in dem Moment überlegt, ob ich überhaupt so mitgehen. Ich wollte nicht bei dem Neuen an einem Appartement wohnen. Wir wollen am Foyer nicht so cool, war sie nicht mehr. Die neue Wohnung war viel mehr schön, wie ideal. Sie war ganz hoch, oben aus, 6. Stock von einem funkelneuen Haus. Wir sind am Lift drauf gefahren, und meine Mama hat mir erklärt, ob wie ein Knäpperscher ich mich drücken, für auf den 6. Stock zu kommen. Ich sagte, sie bräuchte mir das nicht zu erklären, ich weiß, wie ihr Lift funktionieren. Die Wohnung war groß, riesig groß, viel mehr groß, wie ideal. Ich hatte ein Zimmer mit einer mega Fenster und mit einer Telekommande konnte ich Trollläden automatisch zumachen, wenn ich wollte schlafen oder wenn es zu warm war, weil die Sonne geschenkt wird. Mein Mann hat auch ein paar neue Spielsachen gekauft, ja, die waren ja verbrannt.
Wie wir an Stuffgänge sind, als ein kleiner Hund gesprungen kam. Er hat ganz hart gebildet, schon mir die Ohren zugehalten, und ist direkt mich gesprungen, ist schon die Hände an den Tisch gestacht, weil ich gefragt und geht mich da drauf beißen, den kleinen Hund, hat meine Boxenbein gerappt. Dann hat Mom hier noch den Arm geholt, da geht Helmo, der Bobby will nicht mehr spielen. Ich habe sie gefragt, ob der Hund wirklich gegen Bobby heeschen, und sie sagt, ja, es wird dem Hugo sein Hund, und ihn hätte Bobby genannt. Den Hugo hat schon immer einen Hund gewollt, und lo, wo wir die neue Wohnung hätten, wollte ich nicht mal mit einem Klänge probieren. Ob den neuen dann nach mir großen Hund fällt, wollte ich wissen. Ja, so sie, wenn es gut mit dem Klänge klappt, da käft den Hugo einen ganz großen. Bei denen wir da holt mein Mann, der ganz weit aus der Nähe gehalten, für die Größe von dem ganz großen Hund zu weisen. Wir haben Angst gehen. Außerdem breite ich nicht mehr Neuen für den Hugo zu sagen. Sie gingen sich schon ganz lange, ganz gut kennen, und den Hugo wie ganz bestimmt froh, wenn ich ging Papa oder wenigstens Hugo zu ihm sagen. Nie am Leben, und ich gedurcht, Mama, ich will keinen Hund, und ich gesagt. Oh, Matalmo, guck doch nimmer, dass da richtig läuft der Jaschen. Dabei wird sie de Beist bei ihr Gesicht gehalten, an den Hund, wird hier mit der Zunge über den Berg, über den Nuss und sogar über den Mund geleckt. Ich ekle mich. Nach bis heute für dem geknutscht, das ist schon schwer genug auszuhalten, wenn ein Mädchen enge mit der Zunge durchs Gesicht fährt. Wie ein Hund. Ne, merci. Ich habe mich richtig an die kleine Bobby verliebt, so sie, und heute nächst zurück auf den Boden gesagt. Den Hund, das nächst mich gesprungen und hat gebildet, dat ich tön am Fong fährten, wollte ich der Mann nicht soen. Mir so konnte auf keinen Fall nicht weitergehen. Ich habe den Bobby am Fuß gerannt und hat gejault, und dann ist ich beleidigt, dass er Kurve sitze gegangen, für zu munzen. Dann gefällt er eis neue Wohnung, hat meine Mom gefragt. Ja, so dich. Mir den Hund gefällt mir nicht. Mir hat gesagt, die weit zu der Fenster raus, so dich. Und habe mich bei eng von den großen Fenstergestalt, die auf dem Boden vom Appartement der Hof geriecht haben. Pause für ein Glas war ich Glenner, für das ich nicht so direkt die 6 Steck rauftrüllen. Dass mir ein bisschen schwindelig ging, wie ich raufgelöst habe. Das ist auch gefährlich, sagt mein Mann. Dafür können wir das Fenster so wie ein Tier zusperren. Sie hat die kleine Schlüssel an der Klensch von der Fenster umgedreht, aus dem Schloss gezogen, an den Tierrang am Küchenschaf gelöscht. Es ist schon mir der Platz, wo sie den Schlüssel hingelöscht wird, ganz gut gemerkt. Ich weiß dir nach sehr gut, aber da kannst du ja nur den Zähnwäscher so ziehen. Musst du danach fort, wenn ich gefragt, ich geh mal Hugo essen. Hier nimmt mich wieder ja do Telmo, ich freue mich so. Schon war sie fort. Der Bobby, also lo väterisch, in mein Face geschlacht, ihn hat Respekt für mir, da tun ich gesehen. Schon aus dem riesen Frigo an der Küche Würstchen geholt, Enghaltchen tun ich dem Bobby an den Gang geheit, wie der Blitz aus der Bobby der Wurst an den Gang gelaufen, und aus meinem Kopf wieder den Stuhl geknuppt, weil er auf dem glattpolierte Boden ausgerutscht ist. Nee, das hat ihm nicht ausgemacht. Schon hören, wie hier am Gang den halben Würstchen gefriert wird. Der Bobby hat keine Manieren, er hat geknatscht und gesabbelt. Wie er fertig war, als er nächst bei mich gelaufen kam, hat man am Schwanz gewackelt und hat mich angeguckt. Er wusste ganz genau, dass ich nach die Anna haltend am Grab hat, schon so an die Luft gehalten und hin ist gesprungen, für drunter zu kommen. Los bin ich bei der Küche scharf gegangen, der Bobby in Schrattanen drun. Aus dem Tierrang habe ich den Fensterschlüssel geholt
sind zurück bei d Fenster gelaufen. Der Bobby immer noch schratternden drun, an den halbe Würstchen fest am Blick. Es schon Schloss von der großer Fenster abgesperrt, weit abgemacht, kahl fiescht, Luft das verbausen an d'Appartement rangeschoss. Es schon zwischen de Stier vom Geländer bis ganz rauf gelost, mir raset nies schwindlig gehen. Ich hu just net zwischen de Stier vom Geländer durchgepasst. Der Bobby schon. Ich bin ein paar Schritt zurück an die Wohnung gegangen, an die Wurst, an die Luft gehalten. Der Bobby ist bald geckig gehen, hat sich auf die Hände Spee gestellt, der Spout ist ihm aus dem Mund gesabbelt, nicht gebildet, und ist wie verreckt an die Luft gesprungen. Oh, Bobby, lass ein gut Wurst, so dich zum Hund, an hohen am Würstchen für uns Sänger Nuss gewippelt. Und ich Wurst geholt, und sie am Heigebau zu der Fenster rausgeheilt, so wie ich sie vier drun an den Gang geschossen hat. Der Bobby hat ein Jahr abgejault, an das Lass gelaufen, für dem Würstchen nur zu sprachen. Und auf dieser Platz, vorhin kann er dann immer, oh, ist der Bobby lo tot? Und ich gehe hier die Antwort, die ich die Kanner auch immer an die Lesungen gehen. Kanner. Und der dat wird wissen, da muss das Buch fertig lesen.